Die Kunst muss man hier nicht lange suchen. Überall auf dem Gelände wird ihr Raum gegeben. Denn genau dafür haben Vanessa und Nadine 2011 ein altes Gehöft in Abertshausen im Landkreis Roth gekauft und es zu einem Kunsthof umgewandelt. Nadine Elder-Rossani hat hier jetzt ihr Holzbildhaueratelier und schnitzt unter anderem Schweineskulpturen in dem ehemaligen Kuhstall. Und die Grafikerin und Designerin Vanessa Cognard kümmert sich um den Ausstellungsraum oben im ehemaligen Heuboden und pflegt den Kontakt zu vielen Künstlern und Veranstaltern. Direkt unter dem Scheunendach ist ein Kunstraum entstanden, in dem nicht nur eigene Werke gezeigt werden. Dann hatten wir einige Objekte uns angeguckt und hier hat es einfach gepasst. Und es fühlt sich auch eher so an, dass der Ort eben uns findet und dass wir jetzt sozusagen darauf aufpassen können. Und dann kommt es auch ganz natürlich, dass mich sich entfalten kann. Aus der alten Scheune einen Begegnungsort machen, der viel Raum bietet für Kreativität. Der Umbau war eine große Herausforderung für Vanessa und Nadine. Und sicher auch für ihren Hund Theo. Die ganz krasse Arbeit war wirklich die ersten 3, 4 Jahre, wo man eigentlich im Grunde nur rausgeholt hat. Also gerade jetzt hier in der Werkstatt im Stall haben wir einfach alles entkernt komplett. Ich glaube, das Gute ist, dass man gar nicht zu viel weiß, was vor einem liegt. Ja, also man weiß, man möchte Raum, man sucht, man geht raus auch aus der Stadt, das ist alles beengt. Und dann, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber man erobert sich auch so seinen Bereich, das ist so jeden Raum und das wächst ja auch. Das Ziel, nichts wegwerfen und möglichst viel selbst machen, wie das Gewächshaus aus alten Fenstern. Und auch die Fenster im renovierten Heuboden haben hier ein zweites Leben gefunden, dank Nadines handwerklichem Geschick. Wenn das Projekt abgeschlossen ist und dann dieses Sehen, was man gemacht hat, was man geschafft hat und das Vorher, Nachher, das ist einfach irre. Also und auch zu wissen, eben mit eigenen Händen und mit Freunden zusammen oder auch mit Hilfe auch der Nachbarn, einfach toll. Auf dem Gelände ist jetzt also genügend Platz für Ausstellungen oder Workshops und für ein ganz besonderes Materiallager. Bäume, die gefällt werden mussten. Die sind jetzt recht frisch da, die liegen jetzt vielleicht 2, 3 Monate. Und das muss noch ein bisschen reifen und mal gucken, ob ich jetzt für diese großen wirklich ein eigenes Projekt finde. Bei den schmäleren, da denke ich, hole ich mir einfach Stücke, wenn ich eine Idee habe, hole ich mir das passende Holz raus. Auf dem Kunsthof hat sie sich dazu ein nahezu perfektes Arbeitsumfeld geschaffen. Ja, das ist brutal wichtig. Also ich muss mich schon richtig wohlfühlen und es muss einfach eine Atmosphäre sein, in der ich jeden Morgen einfach richtig gerne reingehe. Und da scheint alles zu passen, denn derzeit entstehen hier gerade ganz viele kleine Figuren, sogenannte Terranauten oder Nerdheads. Ich glaube, es war schon der Plan von Anfang an, dass was wir gesucht haben von dem Haus mit dem Konzept, mit Natur, Kunst, das war schon so als Gesamtkonzept gedacht. Ja. Das war das Ziel eigentlich schon. Also wir hatten uns überlegt, naja, Kunsthof, weil das ist ja dann immer naheliegend, wie das sowas genannt wird. Und dann haben wir gesagt, naja, da wären wir uns eigentlich gar nicht gerecht, weil es ist ja ein Lebensraum. Leben und Arbeiten fließen hier nahtlos ineinander über. Und dazu gehört für sie auch die Arbeit im Garten, die beide als wertvolle Ergänzung sehen für ihre Arbeit an der Kunst. Also für mich ist es heilsam. Ich bin dann auch viel in der digitalen Welt unterwegs und dann möchte man einfach auch in der Natur sein. Und das ist halt das hier, diesen Raum zu haben und die Möglichkeiten, die der Raum bietet. Mit dem Projekt Kunsthof haben sie sich ihren Traum verwirklicht. Einen Raum geschaffen, nicht nur für sich selbst, sondern für Kreativität, Begegnungen und Entdeckungen. Wohl wissend, das bleibt ein Projekt auf Lebenszeit.